Respekt vor Allah kommt. Und der Hadith, also wir heute mit einem anschauen, vom Ebu Huraira, einer von den Gefährten, der am meisten Hadith übermittelt hat. Man sagt so ca. 5000 Hadith überliefert. Und er sagt, ich hörte den Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen, Allah, der Gesegnet und Erhabene, hat gesagt, ich habe das Gebet zwischen mir und meinem Diener in 2 Hälften geteilt. Eine Hälfte davon ist für mich und die andere Hälfte ist für meinen Diener. Und mein Diener soll bekommen, wonach er gefragt hat. Und der Hadith geht noch weiter und der möchte jetzt Stück für Stück mit euch anschauen. Er sagt dann, wenn der Diener sagt, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jetzt vielleicht zuerst, was heißt das? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, wie häufig sagen wir das am Tag? Wissen wir auch, was es heißt? Was ist Hamd? Hamd ist eigentlich Allah zu Lobpreisen. Das Danken, aber vor allem das Lobpreisen. Lobpreisen ist ein Wort im Deutsch, das man heute gar nicht mehr benutzt. Wahrscheinlich eben gar nichts gelobpreisen wird. Ich weiß schon gar nicht, wie man es richtig konjugieren. Also die Lobpreisung Allahs heisst, man tut Allah über alles stellen. Man tut Allah lobpreisen, man sagt, du bist der Beste, du bist der Schönste, du bist der Größte. Also man tut Allah all die guten, die besten Attribute zuschreiben, die man kennt. Und das ist eigentlich eine Lobpreisung. Also im Prinzip ein Fanbrief. Ein Fanbrief, wenn jetzt irgendein Fan irgendetwas mit dem schreibt, du bist wirklich der Größte, für mich bist du das und das und das ist Lobpreisung. Und Hamd ist eine Lobpreisung, die nur Allah Ta'ala gebührt. Im Koran ist nichts zufällig. Die Wortwahl ist sehr bewusst und bedacht von Allah Ta'ala ausgewählt worden. Und auch die Reihenfolge, wie gewisse Sachen formuliert werden. Wegen dem macht das eben auch Sinn, die Wörter neu anzuschauen, weil ist es ein Unterschied, ob es zum Beispiel heißt Alhamdulillah, also mit dem direkten Artikel, oder wenn ihr jetzt hätte auch können sagen, einfach Hamd ist für Allah, dann wäre es unbestimmt gewesen. Also bei so Sachen muss man sich jetzt immer wieder überlegen, wieso tut Allah jetzt da das im bestimmten Fall sagen. Wieso Alhamd? Im Arabischen ist es so, dass wenn man etwas mit L sagt, also mit dem direkten Artikel, ist es viel mehr, als wenn man nur das unbestimmt sagt. Also wenn man von Hamd redet, dann ist es nicht einfach ein Hamd, sondern es ist der Hamd. Und zwar der höchste. Also man tut gerade das auf ein Niveau stellen über alles andere. Es ist der ganz bestimmte Hamd. Es hat auch einen Sinn, warum jetzt hier ein Passivsatz gemacht wird. Oder Hamd ist für Allah. Es könnte auch heißen, wir lobpreisen Allah. Aber wieso ist da nicht ein Verb genommen, sondern wieso ist da ein Substantiv? Also wieso heißt der Satz, der Hamd ist für Allah. Der große Unterschied zwischen Verben und Substantiv sind die, also das Verb bedingt immer gewisse Sachen. Also wenn ich ein Verb habe, dann brauche ich immer eine Zeit. Weil das Verb, ich kann es zwar im Infinitiv sagen, aber es kommt fast nie ein Satz vor, wo nur aus einem Verb im Infinitiv vorkommt. Ich kann nicht einfach sagen gehen. Sobald ich von gehen rede, kommt gerade eine Frage. Ja, wohin? Oder, nein, woher dann müsste es kommen? Also beim Gehen, also wohin? Das Mindeste, was ich müsste erklären müsste, wäre, wohin gehe ich? Also es fehlt etwas, also das Verb ist unvollständig, wenn ich nur das Verb allein habe. Dann braucht es noch eine Zeit. Brauche ich Gegenwart, brauche ich Vergangenheit oder brauche ich Zukunft? Das ist ein Unterschied, ob ich sage, ich bin gegangen, ich ging oder ich gehe oder ich werde gehen. Und dann braucht es immer noch einen, der das macht. Ein Verb bedingt immer einen Täter, braucht einen Täter.
Also wer ist gegangen? Ich bin gegangen, der Hakan ist irgendeiner ist gegangen. Aber ich muss, also wenn ich nur sage, es geht eigentlich gar nicht, ich muss ein Subjekt haben, also irgendjemand muss quasi er geht oder ein Name. Und da reden wir von der Lobpreisung Allahs. Allah ist der Höchste, der Einzige, der wirklich Hand verdient. Und zwar zeitlich unabhängig. Dadurch, dass ich das Substantiv verwende, brauche ich keine Zeit. Es ist zeitlich unabhängig. Ich brauche auch keinen Tuer, keinen Täter. Heute gibt es uns, heute wir Allah preisen. Wenn es uns morgen nicht mehr gibt, dann ist dann Allah nicht mehr wert, gelobpreisen zu werden. Also, dass man ihn lobpreisen tut. Also Allah ist es immer wert, für ihn die Hand auszusprechen. Ob es jetzt uns gibt oder nicht. Würde ich es Wert benutzen, dann müsste ich jemand sagen, was es macht. Wir lobpreisen, aber was ist, wenn es mich nicht mehr gibt, wenn es uns nicht mehr gibt? Also das sind alles Feinheiten. Also, aber da sieht man, dass die Begriffe halt nicht zufällig sind. Also Allah weiss natürlich, er hat mal Zeit gegeben, wo es keine Menschen gegeben hat. Und trotzdem ist dort Allah es wert gewesen, lobpreisen zu werden. Damit Allah gelobpreisen werden kann, braucht es die Menschen nicht. Und das alles ist in dem Substantiv eigentlich drin versteckt, in dem, dass er sagt, Elhamd. Lillah. Li ist Präposition für und Allah ist klar, Elhamdulillah. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Da kommt der Begriff Rabb. Rabb den wir häufig einfach nur mit Herr übersetzen. Aber Rabb heisst eigentlich viel mehr als Rabb. Man kann eine Abhandlung halten nur über den Begriff Rabb. Rabb ist der Herr, der Meister, der Besitzer, der für alles verantwortlich ist, der für alles schaut, der schaut, dass alles läuft. Also Rabb ist mehr als nur einfach Herr. Aber wenn ich schon sage Herr oder Meister, dann impliziert das gerade etwas. Wenn es einen Herr gibt, gibt es auch was? Ein Schüler, ja. Nicht unbedingt. Ich meine, das Gegenteil vom Lernenden ist ja der Lehrer. Dem sagt man ja nicht der Herr. Eigentlich braucht es einen, der ihm folgt, einen, der ihm dient, oder einen Sklaven. Wir als Abdullahs sind ja das Wort Abd heisst ja eigentlich Sklaven. Also wir sind ja Sklaven Allahs. Wieso? Weil unser Rabb, unser Herr Allah ist. Also mit dem Begriff Rabb wird gerade auch impliziert, dass es auf der anderen Seite auch jemanden gibt, wo eben der Herr oder der Meister als Meister haben. Das ist jetzt auf der Welt, das sind wir. Auch alle anderen Lebewesen, aber was für uns jetzt natürlich wichtig ist, sind wir. Also Allah spricht hier von uns. Also er ist unser Rabb. Und er ist aber nicht nur der Rabb von uns, sondern, das tut er da gerade sagen, Rabbil Alamin. Was ist das Alem? Alem kann mit Universum übersetzt werden. Man kann aber auch einfach sagen, alles Erschaffene. Also Allah Ta'ala ist unser Rabb, unser Herr, unser Meister, unser Chef, ist der verantwortlich ist, dass es uns gut geht, dass wir alles haben, was wir brauchen. Aber gleichzeitig ist er auch der Herr und Meister und verantwortlich von allem anderen, was es gibt. Also er ist der auch bei der Natur schaut, dass alles im Gleichgewicht ist. Er ist der schaut, dass die Sterne nicht aufeinander prallen, dass die Sonne nicht zu heiß scheint, obwohl heute das besser der Fall ist. Aber er ist der schaut, dass alles im Lot ist, dass alles funktioniert. Also Rabbil Alamin. Jetzt sagt der Hadith, wenn der Diener, der Abd, also mir, wenn der Diener sagt, Preis sei Allah, dem Herrn der Welten, sagt Allah, der Erhabene, mein Diener hat mich gepriesen. Also, ich sage etwas und Allah reagiert auf das und sagt auch etwas. Wie nennt man denn, wenn einer etwas sagt und nachher sagt der angesprochen auch etwas? Wie würde man so etwas nennen? Und nachher sagt der andere wieder etwas und der andere sagt auch wieder etwas? Konversation, oder? Wenn es zu zweit ist, Dialog. Ist es ein Dialog. Also eigentlich führen wir hier einen Dialog mit Allah.
Und das haben Sie vielleicht auch schon gehört, dass man sagt, es gibt viele, die sagen, weißt, das Gebet, das ist wie wenn man mit Allah redet, das ist ein Dialog. Also ich habe es auch vorher schon vielmal gehört, aber es ist in der Tat so. Also jedes Mal, wenn ich Surat al-Fatiha rezitiere, tut bei jeder Ayah Allah Ta'ala mir eine Antwort geben. Beziehungsweise tut auch etwas dazu sagen. Es ist ja nicht, ich tue eine Frage stellen, eine Antwort kommt auf eine Frage. Ich sage, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Und jetzt kann ich leider kein Arabisch, sonst würde ich es auf Arabisch sagen. Und Allah sagt, mein Diener hat mich gepriesen. Das ist ganz interessant. Allein schon nur, dass er das sagt. Wenn er das sagt, das gehört, dann gehört das auch. Aber was erinnert euch jetzt das? Vielleicht von letzter Woche. Letzte Woche haben wir davon geredet, dass Allah Ta'ala der Engel gesagt hat, ich tue auf der Erde einen Khalifa einsetzen. Und die Engel haben gesagt, willst du jemanden auf der Erde einsetzen, der Chaos machen und Blut vergießen? Und was hat Allah Ta'ala den Engel dann geantwortet? Ich weiß, was ihr nicht wisst. Und schau, jetzt sagt er, seht ihr, mein Diener hat mich gepriesen. Also zum einen sagt er es uns, zum anderen sagt er, weil die Engel dort auch das gehört. Also ist im Prinzip wie jetzt an die Anfangsgeschichte zurückgehen, oder? Allah Ta'ala sagt jedes Mal, siehst, ich habe doch gesagt, ich weiß etwas, was ihr nicht wisst. Natürlich gibt es ganz viele Menschen, die dieses und jenes machen. Aber schau, der. Und der zeigt er auf uns Einzelne. Auf jeden von uns, der Salam macht. Also nicht auf die ganze Gruppe. Das heißt nicht, meine Diener haben mich gepriesen. Das heißt, mein Diener, also ist eine Einzahl, Singular. Das ist wichtig. Also er redet von mir. In dem Moment, wo ich Surat al-Fatiha und rezitiere, redet er von mir. Er sagt, mein Diener hat mich gepriesen. Das heißt verschiedene Sachen. Also zum einen auch, während ich Salam mache, auch wenn ich es vielleicht schlecht mache und nicht in dem Huschu und mit der Hingabe, die vielleicht angebracht wäre, egal vielleicht wie schlecht mein Salam auch ist, er hört es und er tut es anerkennen. Er bezeugt quasi, schau, er hat mich gepriesen. Eigentlich ist das eine sehr hohe Wertschätzung, die er uns gibt. Also dass jeder einzelne Mensch, jeder einzelne Muslim, jeder einzelne, der Surat al-Fatiha rezitiert, es wird von Allah Ta'ala erwähnt und Allah sagt, er hat mich gepriesen. Das müsst ihr euch das mal vorstellen. Also, wir sind nicht irgendwelche in der Masse, die Allah Ta'ala nicht sieht und einfach in der Gruppe und ja, jetzt gibt mal ein bisschen Luft und jetzt gibt mal ein bisschen Energie und dann kommen wir schon irgendwie zurecht. Sondern jeder einzelne von uns wird gesehen, wird erhört und wird auch eine Reaktion. Und wieso sagt er eigentlich, mein Diener hat mich gepriesen? Ist ja klar, also wir sagen, Preis sei Allah und dann sagt er, mein Diener hat mich gepriesen. Jetzt rein inhaltlich ist das vielleicht nicht unbedingt so klar. Also wieso sagt er jetzt, er tut ja nur wiederholen, was mir schon sagt. Aber hier geht es wirklich darum, dass Allah uns wertschätzen und der Wertschätzung also das aussprechen tut. Jetzt haben ihr alle noch keine Kinder, wenn man dann, was gerade gegangen ist. Kinder, die irgendetwas machen, die das erste Mal machen, vor allem beim ersten Kind, beim zweiten und dritten ist es dann immer so. Aber wenn das erste Kind zum Beispiel eine Zeichnung macht, dann kommt er plötzlich und sagt, schau, Papi, ich habe eine Zeichnung. Und dann fragst du, ja, was hast du denn gesagt? Ich habe dich gezeichnet. Du bist ganz stolz und dann bist du schaust es zwar an, denkst du, ups, sieht nicht so aus, aber was bei dir ist gerade wieder, dann denkst du, ja, mein Kind hat mich gezeichnet. Mich gezeichnet, hätte irgendetwas können sagen, er hat mich gezeichnet. Also, ich tue das wertschätzen. Und weil es dann noch gerade die erste Zeichnung ist, tue ich es natürlich noch gerade so laminieren und dann das vielleicht irgendwo aufhängen. Und ein paar Tage später habe ich vielleicht Besuch und dann sehe ich Leute, die das anschauen. Ich habe keine Ahnung, was das soll sein. Ich hätte es ja auch nicht gewusst, wenn das Kind nicht gezeigt hätte, dass das ich sehe, dann hätte ich das auch nicht erkannt. Aber ich weiß es und die Leute schauen das an und stellen sich vielleicht gerade die Frage, was soll denn das, also wieso hängt das etwas da auf? Und dann sagt einfach jeder Vater vor uns, das hat mein Kind gemacht, das hat mich gezeichnet. Das ist nicht, ob man das als noch nicht Vater verstehen kann,
Aber ist ja so. Und das ist eigentlich genau die Situation. Also Allah tut sagen, also wir tun ja nur Elhamdulillah, das ist eigentlich nicht so etwas. Wir sagen jetzt vielleicht nicht mal so, wie wir sollten, und vielleicht sogar mit einer falschen Aussprache, vielleicht ist unser Tajwid ganz falsch, vielleicht tun wir den einen oder anderen Buchstaben sogar falsch aussprechen. Aber Allah nimmt das entgegen. Und also wenn ich es jetzt mal so sagen darf, tut es eben irgendwo aufhängen, tut die Folie rein und tut der jetzt schon sagt, nachher denkt, schau mal, hat er gesehen? Er hat mich gelesen. Also wenn wir jetzt vielleicht das allein mit dem Bewusstsein machen, ich sage Alhamdulillah und Allah hört das und tut gerade eine Antwort auf das geben, also auf das reagieren, dann macht das allein natürlich schon ganz andere, wird schon zu etwas ganz Speziellem. Dann geht es weiter. Der Diener sagt, der Allerbarmer, der Barmherzige, also Ar-Rahman, Ar-Rahim. Und auch das, zwei Wörter, wo wir immer so mit Barmherzigkeit und so übersetzen, aber meistens kommt das zu wenig über. Also ich habe früher mir auch immer gesagt, der Allerbarmer, der Barmherzige, was ist eigentlich der Unterschied? Und im Deutschen würde ich das heute noch fragen, ich sehe keinen Unterschied, jetzt rein vom deutschen Wort. Im Arabischen haben wir Rahman und wir haben Rahim. Ich weiß nicht, ob ihr schon ein bisschen arabischen Unterricht gehabt habt. Alle Wörter im Arabischen, die haben alle einen Stamm. Und die meisten Stämme bestehen aus 3 Buchstaben. Und aus dem Stamm gibt es nach einem ganz bestimmten Muster, kann man ganz viele Aussagen machen. Also der Stamm von Rahman und Rahim ist der gleiche. Also die haben den gleichen Ursprung. Rahim, Rahm. Auf Türkisch, was heisst noch Rahim? Wisst ihr, gibt es noch ein Organ, das so heisst? Wer weiß welches? Gebärmutter. Gebärmutter, ja. Wieso heisst das so? Rahim heisst eigentlich 2 Sachen näher bringen. Und was kann 2 Menschen näher bringen als Gebärmutter? Also dort ist es der Fötus, der Embryo, mit der Mutter dermaßen verbunden, also noch mehr verbunden können sie mit dem zweiten Geschöpf gar nicht sein. Also bei Rahman geht es eigentlich darum, ums Verbinden. Und dann halt um das Mitgefühl, das dadurch entsteht. Also wenn ich mit etwas ganz fest verbunden bin, dann fühle ich natürlich auch mit. Dann bin ich viel warmherziger, bin ich viel mitfühlender. Wenn ich einen Stamm habe und am Schluss mit An, mit so einer langen A und einem Nun aufhöre, also Rahman, dann tue ich immer gerade das meiste von dem eigentlich sagen. Also wenn ich sage, das ist Rahman oder er ist Rahman, dann ist er nicht nur barmherzig, sondern er ist gerade der barmherzig. Das ist die oberste Stufe von Barmherzigkeit. Also nur schon mit der Endung an, also egal welches andere Wort jetzt auch, könnte man mit jedem Stamm machen, wenn es so ein langes A und ein N am Schluss hat, dann ist das der Superlativ von dem. Das ist das Höchste. Also Allah Ta'ala ist der Barmherzigste. Was es auch implizieren tut, ist, das passiert gerade jetzt. Also wenn ich sage, Allah ist Rahman, dann ist er jetzt gnädig zu mir, ist er jetzt barmherzig zu mir. Und was es eben auch impliziert ist, dass es für eine bestimmte Zeit ist. Ja, es ist nicht unendlich. Also Allah ist barmherzig, jetzt für eine bestimmte Zeit, vielleicht ist es morgen nicht mehr. Rahman, Rahim. Rahim hingegen ist, geht einen Schritt weiter. Genau das, was jetzt fehlt beim Rahman, ist er im Rahim. Im Rahim kommt die Ewigkeit dazu. Also wenn Allah Rahim ist, dann ist es nicht nur für jetzt, sondern für immer, also auch morgen und übermorgen und am Tag vom himmlischen Gericht und im Jenseits und. Und das Zweite, beim Rahman haben wir gesagt, es muss jetzt gerade sein, also es ist jetzt, und Rahim nicht. Also das heisst, dass wir die Barmherzigkeit, die durch seinen Namen Rahim kommt, nicht jetzt spüren werden, sondern später. Wegen dem gibt es auch ganz viele Gelehrte, die ganz klar sagen, dass Rahman sich auf die Welt bezieht, also die Barmherzigkeit von Allah Ta'ala auf dieser Welt, wo entsprechend eben auch nicht nur für Muslime ist, sondern auch für Nicht-Muslime.
Weil Allah Ta'ala ist auch den Nicht-Muslimen gegenüber barmherzig. Woran merken wir das? Auch Nicht-Muslime bekommen alles über, was sie brauchen. Das Einfachste, die Luft, Wasser zum Trinken oder was jetzt auch immer. Also, dass sie können existieren können. Also Allah Ta'ala gibt jedem das, was er braucht. Das ist Rahman. Also Allah ist barmherzig mit jedem, jetzt auf der Welt, während die Eigenschaft des Rahim sich dann mehr aufs Jenseits bezieht. Und er dann natürlich nur zu denen barmherzig sein wird, wo sie das Wohlgefallen bekommen, mit denen er also zufrieden ist. Und nur die werden dort von dieser Barmherzigkeit profitieren und durch diese Barmherzigkeit schlussendlich, inshallah, auch ins Jannat kommen. Prophet Muhammad hat mal gesagt, sallallahu alaihi wasallam, es gibt keinen Mensch, der ins Jannat hineinkommen wird, aufgrund von seinen eigenen Verdiensten. Oder anders gesagt, niemand wird ins Jannat kommen, weil er es verdient hat. Sondern, wer auch immer ins Jannat kommt, kommt nur dank der Barmherzigkeit Allahs hinein. Dann hat Sahabi ihn gefragt, ja, gilt das auch für dich, O Muhammad? Und er hat gesagt, ja, das gilt auch für mich. Das muss man sich vorstellen, es gibt Leute, die sind so stolz über ihre Handlungen und haben gesagt, oh, schau mal, ich habe das gemacht, ich habe dieses gemacht und man hat das Gefühl, ja, Paradies habe ich jetzt auf sicher. Nichts da. Also egal was wir machen, egal wie gut wir leben, egal wie perfekt wir würden alles umsetzen, was der Koran uns bietet oder gebietet, aufgrund von unseren Leistungen würden wir uns das Paradies nie verdienen, weil es wäre immer noch zu wenig. Egal wie sehr wir Allah Ta'ala danken würden für all das, was er uns gibt, wir könnten ihm nie genug danken. Warum? Weil wir vieles uns gar nicht bewusst ist. Also wir sagen schon zum einen Danke, zum diesem Danke, danke fürs Essen, das du uns gegeben hast, danke für dieses und so. Aber er gibt uns so viel mehr, wo wir nicht mal aktiv wahrnehmen. Deshalb, also niemand wird ins Paradies kommen, weil er es verdient, sondern jeder, und inshallah gehören wir auch dazu, also jeder, der ins Paradies kommt, ins Jannat hineinkommt, kommt nur dort rein, aufgrund von der Rahim-Eigenschaft von Allah Ta'ala. Also aufgrund von der Barmherzigkeit von ihm. Und jetzt wieder, also der Diener sagt, der Allerbarmer, der Barmherzige, und nach dem sagt dann Allah, mein Diener hat mich gelobt. Also er wiederholt es. Er sagt nicht, er hat ja mich gepriesen, sondern er tut es als zweites Mal sagen, also er ist immer noch mit uns. Er lässt uns immer noch zu. Und da gibt es jetzt das Wort, also im Arabischen kommt dann da das Wort Etena vor. Also da heißt es jetzt einfach bei der deutschen Übersetzung, die ich gefunden habe, mein Diener hat mich gelobt, aber im Arabischen heißt es nicht nur einfach, er hat mich gelobt, sondern mit dem Zusatz Etena, also er hat mich um ein Vielfaches gelobt. Und zwar vom arabischen Wort Etena, das ist wie wenn du Papier falten tust. Also wenn ich es nur einmal falte, habe ich nachher 2 Stück. Wenn ich es zweimal falte, habe ich 4. Wenn ich es nochmal falte, habe ich 8. Also ich habe mit nur einmal mehr ein Vielfaches mehr. Und das ist der Begriff, der hier benutzt wird. Wir haben ja vorher schon gesagt, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Und dort hat Allah gesagt, er hat uns gepriesen. Nachher haben wir ihn nochmal gepriesen, indem wir gesagt haben, er ist Rahman. Dann haben wir ihn nochmal gepriesen, indem wir gesagt haben, er ist Rahim. Und Allah Ta'ala tut das auch genau als solches wahrnehmen. Also das heisst, er sagt nicht, er hat uns 3-mal gelobt, sondern er tut es gerade mit einem Vielfachen loben. Also mein Diener hat mich um ein Vielfaches verherrlicht, gelobt. Also vielleicht in Erinnerung zu bringen, das heisst, wenn man sich Allah Ta'ala einen Schritt näher tut, er sich uns 10 Schritt näher. Ein bisschen wie das. Also, wir tun zwar nur 3-mal etwas sagen, aber für ihn ist das schon ein Vielfaches. Und dann kommt der Diener, der sagt, Malik Yawmiddin, der Herrscher am Tage des Gerichtes. Malik ist der Besitzer, der Herrscher, Yawm der Tag, und Din ist, Din hat ganz viele Bedeutungen, unter anderem Religion, aber also oftmals auch Bedeutung vom letzten Tag oder vom Tag des Gerichts.
Er ist also der Herrscher vom Tag des Gerichts und dessen sind wir uns bewusst. Wieso sagen wir das im Vater? Wieso ist das so wichtig? Weil wir natürlich unser ganzes Leben dementsprechend auch leben, wenn wir wissen, erst einmal, es gibt eine Abrechnung, es gibt einen Tag vom jüngsten Gericht. Also irgendein muss ich für alles, was ich gemacht habe, muss ich gerade stehen, muss ich Rechenschaft ablegen, dann handle ich natürlich im Diesseits anders. Und wenn ich weiss, dass der Chef an dem Tag, also der Einzige, der irgendetwas zu sagen hat, der gibt es kein Vitamin B und gibt es nichts drumherum. Also auch wenn ich einen Anwalt habe oder so, dann kann man dir auch nicht helfen. Gibt es nur ihn, er ist der Einzige, der dir an dem Tag etwas zu sagen hat, der Einzige, der Entscheidungsgewalt hat. Wenn ich weiss, das ist Allah, dann lebe ich nicht nur nochmal anders, sondern dann schaue ich natürlich, dass ich genau sein Wohlgefallen kann bekommen. Dass ich das also so lebe, wie er das will. Dann schaue ich also noch mehr, nicht nur schauen, dass ich es übersetzt habe und dass ich vielleicht brav bin und nicht böse Sachen mache, sondern dass ich versuche, genau das zu machen, was der Besitzer von dem Tag, was an dem Tag am meisten zählen wird. Also schaue ich im Koran an und dann lebe entsprechend im Koran. Und da sagt Allah wieder, mein Diener hat mich verherrlicht. Also mein Diener hat mich anerkannt, dass ich der Höchste bin, dass ich der letzte Richter bin, der in den Richter wird. Und dann wechselt es. Bis jetzt haben wir immer noch über Allah geredet, dass wir Allah preisen. Wir haben Allah beschrieben. Wir haben gesagt, was er ist, Rahman, Rahim, dass er der Meilig ist vom letzten Tag. Und jetzt kommt plötzlich eine andere Seite in der Surah Al-Fatiha. Jetzt heißt es plötzlich, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Was so viel heißt wie, dich allein beten wir an und dich allein bitten wir um Hilfe. Also vorher haben wir über Allah geredet und jetzt reden wir über uns. Jetzt fängt der Bitt-Teil an. Und was eben da auch ganz interessant ist, also dich allein beten wir an. Die meiste Zeit, wo wir den Salam machen, machen wir Salam allein. Also jetzt im Ramadan ist vielleicht eine Ausnahme, dass wir da viel mehr mit dem Jamaat sind, aber sonst, wenn wir uns jetzt, also für mich gilt das zumindest, die meiste Zeit, wenn wir Salam machen, machen wir Salam allein. Also würde es doch da viel mehr Sinn machen, dass wir sagen, dich allein bete ich an. Aber wieso wird da im Plural geredet? Wie gesagt, es ist nichts Zufall. Es hat alles seine Bedeutung. Wir nehmen es einfach hin, wir einfach auf Deutsch sagen, dich allein preisen wir an oder beten wir an. Und dann haben wir es verstanden und abgehökelt und dann weiter. Aber was ist der tiefere Sinn davon, dass dort eben der Plural ist und nicht der Singular? Weil eigentlich das meiste, auch wenn wir in der Moschee beten, haben wir das Sunnahgebet, machen wir alleine, machen wir für uns, machen wir mit dem Jamaat. Ja, auf dieser Zeit ein anderer wahrscheinlich auch. Ja, aber für sich, nicht zusammen. Da tut Allah auf etwas unterstreichen. Und zwar eben die Gemeinschaft. Also die Umma da wird unterstreichen, wie wichtig das Wir ist. Wie wichtig das ist, sich zu einen, sich zu vereinen. Also dass Individualität ist im Islam nicht gefragt. Das heisst nicht, dass wir alle Roboter sind und alle mit genau gleich aussehen wie der andere und jeder muss genau das Gleiche machen. Aber Einzelgänger haben es schwer. Der Islam ist für eine Gruppe gemacht, der Islam ist eine Gruppenreligion. Und wenn du Einzelgänger sein willst, es funktioniert gar nicht. All die Gebote vom Islam drängen dich eigentlich immer wieder dazu hin, in einer Gemeinschaft zu sein. Ich allein, für mich, ich habe das probiert, ich habe mir gedacht, weißt du, alle Jamaat sind alle gleich und manchmal gibt es so Sachen, die man erlebt und denkt, ich will zu keinem Jamaat mehr gehen. Da bist du allein und es funktioniert nicht, es geht nicht. Was ist, wenn man allein ist, wenn man versucht, allein den Islam zu leben? Was ist das größte Problem? Man kann es falsch lernen. Entschuldigung? Man kann es falsch lernen. Ja, wieso? Indem man falsche Bücher Falsche Bücher. Falsche Personen. Oder ich kann das richtige Buch lesen, aber falsch interpretieren. Die falschen Kollegen. Natürlich, wenn ich einen Kollegen von der Moschee habe und keine Muslime als Kollegen habe, habe ich natürlich entsprechend Nicht-Muslime als Kollegen, die mich wahrscheinlich zu anderen Sachen einladen werden. Der Punkt ist der, wenn ich allein bin, bin ich für den Shaitan natürlich ein viel leichteres Opfer.
Der Shaitan hat es viel schwerer mit uns, wenn wir in einer Gruppe sind, als wenn wir allein sind. Da muss nur ein bisschen, es sieht ja niemand. Oder weißt du, komm, heute geh ganz klein ins Bett. Spielt doch keine Rolle. Kannst du morgen 2 Salat zusammen machen? Oder ja, wenn es mal echt wegen einem Salat. Komm. Allah ist ja allgnädig, barmherzig. Du meinst, ich kann das nicht verzeihen. Also wenn man allein ist der Shaitan umso mächtiger. Deshalb, der Islam ist so konzipiert und alle Ayat und alle Regeln drängen, also zwingen die fast, in einer Gemeinschaft zu sein. Weil allein ist es nicht möglich. Wir können es gerne mal probieren, aber das ist wirklich sehr, also viel, sagen wir mal so, vielleicht ist es möglich, für mich ist es nicht möglich, aber vielleicht ist es für euch möglich, aber es ist sicher viel schwerer. Man kann sich das Leben natürlich auch schwerer machen. Aber dort hat Allah auf etwas anderes auch noch hinweisen. Also zum einen sagt er, Gemeinschaft ist wichtig. Gemeinschaft heisst, man muss zusammenkommen. Gemeinschaft heisst, man muss sich vereinen. Man muss sich verbinden. Das heisst nicht, dass man 30 Moscheen haben innerhalb von einem Quadratkilometer, aber man soll zusammenkommen. Und was ist das Einfachste, wo man sich jetzt nähern könnte? Wie kommt man am einfachsten zusammen? Mit dem Salat. Also das Salat, das rituelle Gebet, ist das, was uns verbindet schlussendlich. Schaut mal, mindestens für den Juma müssen wir in die Moschee. Mindestens einmal in der Woche müssen wir in die Gemeinschaft. Auch wenn ich außerhalb der Gemeinschaft sein will, die Regel ist so, Juma ist Pflicht, Farz, und dann kann ich nur in der Gemeinschaft machen. Also das Salat ist das, was uns verbindet. Uns verbinden sollte, teilweise tut es eben leider nicht. Teilweise heisst es, wieso gehst du in die Moschee? Also hinter dem Imam kannst du doch nicht beten, das ist nicht gültig. Das gibt es dann weiter auch, das ist so, wie es halt nicht sein sollte. Aber Salat ist das, was uns verbindet. Nicht nur als Jamaat,